Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren, ja, Spielanalyse zur deutschen Nationalmannschaft. Zweiter Spieltag oder zweites Gruppenspiel. 2:1 gegen die Elfenbeinküste gewonnen. Und bevor wir da ein bisschen reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ja, fangen wir vielleicht an. Bester Deutscher heute für alle, die bei Magenta TV geschaut haben, Andrich als Co-Kommentator. Sehr erfrischend, sehr ehrlich, bester Deutscher. Zum Spiel, ja, ich würde sagen, ganz gut angefangen eigentlich so die erste Viertelstunde, 20 Minuten, eigentlich so bis zum Hydration Break, wobei man sagen muss, auch schon so die 5 Minuten davor, die Elfenbeinküste stärker. Die Elfenbeinküste hat uns einfach den Schneid abgekauft, indem sie einfach rigoroser im Zweikampf war und damit gerade so 'n Musiala, so 'n Wirtz, so 'n Havertz schon irgendwo die Zähne gezogen hat so, ne? Hat man schon gemerkt. Die waren viel, viel robuster, viel, viel fickriger im Zweikampf, viel, viel präsenter. Ähm, waren auf jeden Fall nach dem Hydration Break die bessere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. So ehrlich muss man sein. Ähm Wir haben 'n bisschen Glück gehabt, dass die eine oder andere Situation nicht ganz so gut zu Ende gespielt haben und wir haben 'n bisschen Glück gehabt, dass man die Schwachstelle Kimmich nicht weiter ausgenutzt hat in der ersten Halbzeit, weil mit Joshua Kimmich war maßlos überfordert auf der linken Seite. Und 'n Leroy Sané hat viel zu wenig und viel zu spät dann auch mal ansatzweise mit nach hinten gearbeitet und mal irgendwas gedoppelt, ja. Weil Leroy hätte natürlich auf jeden Fall 'n bisschen mehr Speed, wie es 'n Josh hätte. Von daher haben wir da 'n bisschen Glück gehabt. Ja, wenn du dann so wechseln kannst und die Wechsel so einschlagen und so 'n Impact haben, ja, dann drehst du so 'n Spiel noch, ja. Dazu muss man sagen, dass die Elfenbeinküste auch 'n bisschen müder geworden ist. Grade die Unterschiedsspieler aus der ersten Halbzeit, die dann nach und nach den Platz verlassen haben, da hat man schon gesehen, dass die Elfenbeinküste auf jeden Fall Qualität eingebüßt hat. Und ja, dann hast du 'n Dennis Undaff, der ja, keine Ahnung, ist halt der Spieler, der grade neben Brown vielleicht, und Mecha, das Momentum auf sich hat, ja. Und so langsam wird's schwierig, immer wieder da 'n Kai Havertz durchzudrücken, genauso wie du immer wieder 'n Leroy Sané durchdrückst. Ähm, Wo man gesehen hat, dass sie gegen einen Gegner wie den heutigen schon keinerlei Impact hatten, ja. Von Jamal Musiala, Pavlovic brauche ich gar nicht erst anfangen. Aber da gehen wir schon in die Analyse und die Einzelbenotung rein. Und da können wir heute auch mal ganz klar, auch mal den Finger in die Wunde legen. Da waren auch viele, 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 viele Bayern-Spieler heute, die unterirdisch waren. Das muss man einfach mal so knallhart sagen, ja. Aber ist aber auch das, was ich von den genau diesen Spielern auch beim FC Bayern gesehen habe, ne? Und von daher würde ich sagen, werfen wir noch 'n Blick in die Statistiken, bevor wir dann in die Spielergeschichte reingehen. Ich aktualisiere den Bums hier noch mal, weil da grade noch Live Daten stand. Da steht immer noch Live-Daten, aber wird schon passen im Großen und Ganzen. Ja, 2:1, zweimal Dennis Undaff. Toraktion, wir sehen 1,83 zu 1,23 XG-Wert. Torschüsse 16,9. Gespielte Pässe 622 zu 431, angekommene Pässe 89 zu 85%, Flanken 17,6, angekommene Flanken 24 zu 50. Gut, wir haben auch eine Menge mehr geschlagen. Dribblings 14 zu 30. Ja, das ist schon wild bei den Spielern, die wir auf dem Feld hatten. Ballbesitz 59, 41, Zweikämpfe, ja, 48 gewonnen. Ist eigentlich ganz okay, der Wert am Ende. Ich würde sagen, erste Halbzeit war es auf jeden Fall eine Ecke schlechter. Den Rest der Daten, schenken wir uns. Könnt ihr euch gerne reinziehen, wenn ihr euch das reinziehen wollt. Ja, Daten ist ja eh immer so eine Geschichte, wa? Und damit gehen wir mal rein in die Spielerbenodung. Ja, Manuel Neuer, keine Ahnung, können wir relativ, kurz und schmerzlos machen, können wir nicht wirklich benoten. Ich glaube, einen Ball oder was? 2, die er vielleicht mal aufnehmen musste. Wirklich eine Parade musste er nicht machen. Beim Gegentor,
Ja, war unglücklich, weil Schwalb war halt in der Ecke. Brown hat den Ball geblockt, ein bisschen unglücklich zum Gegenspieler gekommen, hat den eingeschoben. Und gut ist, der Fehler war schon vorher mit Kimmich, der einfach überlaufen wurde auf der Seite. Von daher würde ich Manuel Neuer heute Note 3 geben. Ja, da sind wir auch schon mal angekommen beim König Josua. König Josua, boah. Wenn ich einen Kimmich wirklich mal neutral benoten würde, ohne im Hinterkopf zu haben, dass er der Kapitän der Nationalmannschaft ist und dass ich weiß, was er eigentlich kann, dann würde ich ihn zwischen 3,5 und 4 sehen. Da ich aber weiß, was er kann und ich auch eine gewisse Erwartungshaltung an diesem Spieler habe, erst recht, weil er Kapitän dieser Mannschaft ist es für mich heute Note 5. Ja. Kimmich war, genau wie beim FC Bayern, abgetaucht. Wie immer. Wenn es nicht läuft, Kimmich ist abgetaucht. Ja, wo es noch 0:0 stand, hast du Kimmich 2, dreimal gesehen. Hat 2, 3 Aktionen gehabt. Jetzt zum Ende hin, so die letzten 10 Minuten, die letzte Viertelstunde, wo wir auch wieder am Drücker waren. Da hast du Kimmich auf einmal auch wieder gesehen, mit ein, 2 ganz guten Bällen. Und ansonsten hast du Kimmich in diesem Spiel nicht wahrgenommen. Hat sich versteckt, wie immer. Keinerlei Chance gehabt, die gegen Diamonde auf der Seite. Und ja, das ist jetzt auch noch kein Weltklasse-Spieler. Der ist halt einfach schnell. So, ja, wenn man mal gesehen hat, wie viele Bälle der in der ersten Viertelstunde verstolpert hat. Ja, der Spieler ist gerade gehypt, hat mit Sicherheit auch eine gewisse Qualität, aber ey, dass du so chancenlos da aussiehst, wie es 'n Kimmich getan hat. Sorry, Alter. Note 5 für Josh. Jonathan Tah, das genaue Gegenteil. Jonathan Tah, der Spieler neben Brown hinten, der ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, die Grätsche, wo wir den Konter gekriegt haben, war natürlich, er kommt halt nicht an den Ball, siehst du immer schlecht aus, ja? Ähm, Das andere Thema, ja, keine Ahnung, hätte er vielleicht ein taktisches Foul machen müssen, den Spieler am Trikot ziehen, dann wäre der Ball vielleicht trotzdem durchgegangen, keine Ahnung. Das war seine einzigste schlechte Szene. Ansonsten war Jonathan Tah der da hinten die Bälle mal geblockt hat, der dann auch, nach dem Ausscheiden von Schlotterbeck auch versucht hat, das Spiel mehr aufzubauen. Von daher Jonathan Tah für mich heute Note 2. Gerne 2,5 für die Grätsche, ist ja zum Glück nichts draus passiert. Ja. Schlotterbeck, keine Ahnung, können wir nicht wirklich benoten nach seiner Angeschlagenheit oder Verletzung, wie auch immer. Ähm, Kannst du ihn nicht mehr fair beurteilen. Das war gar nichts. Vorher war es okay. Wie gesagt, würde ich heute nicht benoten. Brown für mich wieder, boah, neben Undorf Spieler des Spiels. Ich habe nichts gesehen, was ansatzweise schlecht war. Ja, ey, ich habe es schon im ersten Video gesagt, ich wiederhole es gerne nochmal, weil da immer noch nicht irgendwie was safe ist. Du musst diesen Spieler verpflichten. Wenn er 60 und wenn er 70 Millionen kostet, du musst den verpflichten. Gerade wenn man sieht, wie er diese Position spielt, das ist 1:1, wie du die Position beim FC Bayern spielen musst. Also, der Junge, boah, Alter, wenn das sein Niveau ist, Hut ab. Ja, auch, dass er sich mit dem gegnerischen Trainer angelegt hat mir gefallen. Von daher von meiner Seite, damit wir uns ein bisschen Luft nach oben lassen, heute die 1,5. Ja, der Schuss war auch gar nicht schlecht so. Torwart natürlich gut gehalten. Wenn ihr was zu meckern habt, wäre das die einzige Szene, die mir einfällt, dass du den Schuss noch ein bisschen präziser setzen kannst, aber als Außenverteidiger sei ihm das verziehen. Mecha sehe ich genauso. 'N bisschen durchwachsen. Hm, Würde ich ähnlich wie Tah sehen, ja. Also, eigentlich eine grundsolide 2, hat aber auch dann 2 wilde Ballverluste gehabt, die völlig unnötig waren, woraus zum Glück nichts passiert ist, ähnlich wie bei Tah. Hat dafür aber natürlich dann das zweite Tor, mit dem scharfen Ball da rein auf Dennis, vorbereitet. Auch davor schon erste Halbzeit noch auch eine Schusschance gehabt. Von daher, ja, sehe ich ihn auch bei einer Note 2. Pavlovic heute Note 4. Das war wieder Querpass Pavlo, wie wir ihn aus den Bayern-Zeiten kennen. Hauptsache 99% Bälle zum Mann. Ja, Toni Kroos mäßig. Ja, die Anfangszeit von Toni Kroos beim FC Bayern, Querpass Toni und genauso war das heute Querpass Pavlo. Kein Selbstvertrauen, mal einen Ball wirklich ernsthaft nach vorne zu spielen. Immer wenn Josh neben ihm stand, ein Ball nach Josh, sonst ein Ball nach quer und nach hinten. Ganz, ganz selten. Man hat 2, dreimal wirklich eine super Position gehabt, um einfach mal den Ball aufs Tor zu schießen. Nicht einmal getraut, sondern abgebrochen, den Ball wieder nach außen gelegt. Ähm, Keine Ahnung, das hat nichts mit dem Pavlo zu tun gehabt, wenn er mal ein bisschen Selbstvertrauen hat.
Das war heute wieder so, ich verstecke mich, Pavlo, gib mir keine Verantwortung, Hauptsache ich halte den Ball in den eigenen Reihen. Hatte ein, 2 gute Aktionen nach hinten, hatte aber auch, da muss man auch 'n Mecher mit reinnehmen, wo der Raum auch nicht besetzt war in der Zentrale, ja, oder wo man einfach mal überlaufen war. Das will ich gar nicht 'n Pavlo alleine anhängen. Aber bei Pavlo völlig zu Recht ausgewechselt, völlig zu Recht, viel zu spät ausgewechselt, meiner Meinung nach. Das war gar nix, Alter, ja. Leroy Sané, ja, Leroy Sané war auffälliger in der ersten Halbzeit wie Jamal Musiala und wie Kai Havertz. Ja, Chapeau dafür. Ja, war heute auf jeden Fall nicht der schlechteste Spieler da vorne. Ich sehe ihn bei 'ner 3,5. Habe mir dann, umso länger er natürlich aufm Feld war, wieder dieses, „Oh, Ballverlust vorne, ich bleibe stehen." Ja, da habe ich nichts von gesehen. „Oh ja, geil, ich arbeite jeden Ball mit nach hinten." Ja, ich erinnere mich an eine Szene, wo er mit nach hinten gearbeitet hat. Das war auch wichtig und richtig. War viel, viel zu selten. Joshua Kimmich da viel zu oft alleine gelassen gegen Diamonde. Da musste schon immer 'n Jonathan Tah noch rausrücken. Dann war aber nicht immer 'n defensiver Mittelfeldspieler da, der dann die Posi von Jona aufgefüllt hat. Aber nach vorne hin hat er immerhin mal ein, 2 Bälle gespielt und nicht jeden Ball verloren wie noch im letzten Spiel. Aber im Großen und Ganzen auch viel, viel zu wenig, ja. Jamal Musiala, ja, Note 5, Alter, da müssen wir auch nicht schönreden, ja. Maßlos überfordert der Mann. Ähm, Keinerlei Form, null. Ja, die Elfenbeinküste ist 2, dreimal robust in den Zweikampf gegangen und dann war das Thema mit Jamal Musiala wieder durch. Hat sich dann da zweimal auf den Boden gekugelt und gemeint, ich muss irgendwie was rausholen, was schon peinlich war, wo er sich selber in die Hacken tritt und dann da rummarkiert, als müsste es 'n Elfmeter geben. Ich meine, wäre vorm Strafraum gewesen, aber tritt sich selber in die Hacke. Also, Leute, wenn das der Maßstab an Jamal Musiala ist, Alter, das sind Spieler, die dürfen im nächsten Spiel nicht in der Startelf stehen. Punkt, Alter. Sorry. Ja, also ich weiß nicht, was ist gerade die Taktik von Julian Nagelsmann? So, ich ziehe diese Spieler mit durch, weil ich 'n sturer Wichser bin oder was? Jetzt mal ernsthaft. Ey, das erste Spiel hat es schon gezeigt, das zweite Spiel zeigt es noch mal mehr, was es für ein Unterschied ist, wenn ein Dennis Undav aufm Feld ist. Was es auch für ein Unterschied war, ein Leveling anstatt ein Sané. Ein Leveling hat in den 10 Minuten nach seiner Einwechslung mehr Szenen gehabt als 'n Leroy Sané. Ja, fairerweise natürlich nach 60 Minuten, der Gegner ist 'n bisschen müder, ja, alles gut. Kannst ja vielleicht nicht ganz fair vergleichen. Allerdings, ey, ich habe jetzt keinen Leroy Sané gesehen, der 'n überragendes Spiel gemacht hat, ja. Und wenn man sich da mal anguckt, wie sich so 'n Leveling und 'n Undav da reinknallen, auch in die Zweikämpfe gegen diese robusten Spieler, ja, wo alle anderen so, Mimimi machen, ähm ich sehe keine Argumente. Ich sehe keine Argumente für 'n Leroy Sané in der Startelf. Ich sehe keine Argumente für 'n Musiala in der Startelf und ich sehe auch keine Argumente für 'n Kai Havertz in der Startelf. Punkt. Ja, anhand der beiden Spiele, die ich gesehen habe. Gut. Florian Wirtz, ja, sehe ich ähnlich wie Leroy Sané, Note 3,5. Ähm, war da 'n bisschen auffälliger in der zweiten Halbzeit, fand ich noch wie in der ersten Halbzeit, war aber auch 'ne sehr durchschnittliche Leistung von ihm, auch von Florian Wirtz. Erwarte ich viel, viel mehr. Ja, hat diese Chance für Brown da ganz gut vorbereitet, also sehr gut vorbereitet. Hat auf jeden Fall 'n bisschen Einfluss gehabt, natürlich auch mehr Einfluss wie Leroy Sané dann am Ende des Tages, aber hat natürlich auch viel mehr Qualität wie Leroy Sané, aber auch von einem Florian Wirtz muss einfach viel, viel mehr kommen für diese Mannschaft. Ja, fairerweise spielt er nicht auf seiner gewünschten Position. Vielleicht spielt das 'n bisschen mit rein. Wie gesagt, lassen wir 'n Musiala draußen, und stellen mal 'n Wirtz in die Zentrale und ja, bringen mal frische Außen, wa? Kai Havertz, ja, sehe ich 1:1 wie Musiala, Note 5. Ich habe nichts gesehen, wo ich sage: „Geil, gut, dass der Mann aufm Feld ist." Ähm Die einzige Szene, an die ich mich erinnere, ist nach 60 Sekunden der Kopfball. Das ist alles, was ich von Kai Havertz gesehen habe in dem Spiel. Ja, so, der war 85 Minuten am Platz. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. I don't know.
Ja, Rüdiger wie Schlotterbeck. Ja, Rüdiger hat Rüdiger-Sachen gemacht. War für seine Verhältnisse okay, denke ich. Wie gesagt, der Gegner war auch nicht mehr so stark, war ein bisschen müder, hat die besten Spieler rausgenommen, hat da ein, zwei Mal da reingekloppt, wieder wie so ein geisteskranker. Ja, das zu Rüdiger mehr habe ich zu den Menschen nicht zu sagen, Alter. Leveling für Sané habe ich schon gesagt. Leveling hat richtig Schwung reingebracht, gerade so die 10, 15 Minuten nach seiner Einwechslung. Das sind einfach Spieler, die sie reinhauen, ja, wo du siehst, Alter, die sind da und die haben Bock und die wollen sich zeigen, die wollen für Deutschland fighten, ja. Das genaue Gegenteil, wie ein Leroy Sané agiert hat, ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Würde ich eine 2,5 geben. Wie gesagt, Noten für 30 Minuten ist immer schwer, wenn man dann Spieler benotet, die 90 auf dem Platz sind. Aber ist halt so, Dennis Undaff 2 Tore gemacht, Note 1, Alter, gibt es gar nichts dran zu meckern. Ihr braucht mir auch nicht mit dem Argument kommen, oh, ja, der Undaff, der macht das nur, weil er eingewechselt wird, der Gegner schon müde ist. Nee, stell den Undaff doch einfach mal in die Startelf. War? Ich weiß nicht, warum da so ein Harvard rumdümpelt, Alter. Spiel für Spiel. Lieber Sané, Spiel für Spiel. Oh ja, ich hab den so stark gesehen. Der König Josh, oh ja, der Leroy hat so ein gutes Spiel gemacht, so wichtig für diese Mannschaft. Alter, es wird einfach Zeit, dass eine Leistung aufgestellt wird. Ich denke, das haben die Auswechslungen gezeigt, das hat der Spielverlauf gezeigt. Und wenn man wirklich was in diesem Turnier reißen will, Alter, dann wird es jetzt Zeit, mal den Umschwung zu machen. Ne? Und der Umschwung heißt nach Leistung aufstellen und nicht nach, wir sind alles gute Kerle. Ne? Weil heute, das war natürlich schon ein hartes Stück Arbeit und das war auch eine knappe Kiste. Ja, hätten wir das zweite irgendwie gefangen, dann wäre der Bums durch gewesen. Und das ist ja das Leistungsniveau, was wir gesehen haben von dieser Mannschaft. Ja, vor den Wechseln. So. Ja, ein Musiala hat keine Form. Der wird auch nicht der Schalter jetzt kommen irgendwann und dann heißt, oh ja, Jamal ist wieder so, wie er war. Nee, wie? Es wird nicht passieren. Ja, und Kai Havertz, ja, I don't know, Alter. Ich kann mit dem Spielertypen noch nie viel anfangen. Ja, er sieht ein bisschen besser aus, wenn Undav mit auf dem Platz ist, wenn ein richtiger Stürmer auf dem Platz ist. Aber einen Kai Havertz als Stürmer zu bezeichnen, I don't know. Kann ich persönlich nichts mit anfangen. Ja. Lieber Sané brauche ich gar nicht erst anfangen. Mit dem Pavlo brauche ich auch nicht anfangen. Ja. Der hat auch keine Form gerade. I don't know, warum. War schon beim FC Bayern so zum Ende der Saison hin. Ja. Einfach keine Eier gehabt, nur Querpass Toni gespielt. Ja, und dann wird es schwer, ja. Und dann hat man auch gesehen, so ein Amiri, der bringt dann einfach auch eine Frische rein, ja. Traurig, das zu sagen, wenn man das mit dem Pavlovic vergleicht, ja, aber der bringt einfach eine Frische rein, eine Frechheit, 'n Spielgestalten-Faktor, alles das, was 'n Pavlo nicht gebracht hat. Pavlo hat nur quer gespielt, nur Sicherheitspässe, quer, quer, quer. Ja, mal 2, 3 nach vorne auf 'ne Außenposition gelegt. Aber nicht einmal mal 'n Ball, der mit 'n bisschen Risiko geschlagen ist. Nicht einmal mal 'n schnellen Flankenwechsel. Nicht einmal mal 'n Schuss genommen. Ja, gar nix. Katastrophe, Alter. Junge, Amiri sehe ich auch bei 'ner guten 3, ähnlich wie Leveling, beide voll drinne. Ja, hat dann auch direkt, gut einen mitgekriegt. Danach war er 'n bisschen weniger zu sehen. Aber auch er ist 'n Spieler, wo du siehst, ja, hat er auch dann noch die Torchance gehabt. Auch er ist 'n Spieler, wo du siehst, der reißt sich halt 'n Arsch auf. Die reißen sich 'n Arm aus, um in dieser Mannschaft zu spielen, ja? Und das ist schön zu sehen. Das ist, was ich erwarte, wenn ich deutsche Nationalspieler sehe und nicht ein völliges Rumgedümpel, Verstecke, wie's 'n Joshua Kimmich seit Jahren tut, Alter. Und kommt mir nicht damit: „Ja, ein Kimmich kann das ja nicht zeigen, weil er auf 'ner Außenposition spielt und nicht in der Zentrale." Ja, Leute, guckt euch gerne Bayern-Spiele an, da taucht 'n Kimmich genauso ab und das in der Zentrale, ja? Und ich hätte da noch so eine. Ihr könnt euch einfach mal an Philipp Lahm erinnern. Punkt. Mehr brauche ich gar nicht argumentieren, Alter. Das war 'n Kapitän. Ja, der hat sich nicht versteckt sportlich. Ein Kimmich, sitzt auf der PK, stellt sich nach'm Spiel dahin, labert dünnen Scheiß, Alter. Und aufm Feld, wenn das Spiel nicht läuft, wenn die Mannschaft nicht läuft, siehst du nichts von diesem Spieler. Null. Nothing. Außer zum Schiri gehen und rummosern. Das ist das Einzige, was du von dem Mann siehst, Alter. Das ist doch kein würdiger Kapitän einer deutschen Nationalmannschaft. Junge, da kriege ich Puls.
Du brauchst doch einen Kapitän auf dem Feld, der vorangeht, wenn es nicht läuft. Wenn es läuft, ja, da wow, wow, das kann jeder, Alter. Ja? Katastrophe. Junge, aber hey, was erwarte ich, ja? Das sind halt 1:1 die gleichen Probleme, die genau die gleichen Spieler haben, wie sie beim FC Bayern sind. Ja, was hat man jetzt erwartet, wa? Oder was habe ich erwartet? Ihr habt das ja nicht erwartet. Aber ich habe gedacht, ich sehe von Kimmich mal ein bisschen mehr auf der rechten Außenverteidigerposition. Ja, siehst du, wenn es gut läuft für die deutsche Nationalmannschaft, dann kann er mal eine gute Flanke schlagen, dann kann er vielleicht mal einen guten Chipball spielen, aber wenn es nicht läuft, siehst du den gar nicht auf dem Feld. Null. 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 Wirklich null, Alter. So, da haben wir noch Leon Goretzka gesehen, die letzten 5 Minuten. Hat noch einen guten defensiven Ball gemacht, ne? War wichtig. Ja, Leon hättest du auch schon eher bringen können, ja? Musst du ganz klar sagen. Ist vielleicht dann ein bisschen zu ähnlich mit 'm Mecher, wobei der Mecher natürlich eine viel, viel höhere Qualität hat wie 'n Goretzka. Gefällt mir sehr, sehr gut bisher bei die beiden Spiele, die ich gesehen habe. Wirklich stark, auch wenn er immer mal, wie gesagt, so 'n schwierigen 1, 2 Ballverluste drin hat, aber seine das gesamte Spiel dafür, ja, gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Ja, also besser wie das Rumgedümpel eines Pavlovic oder Kimmichs, wenn er in der Zentrale spielen würde. Ich vermisse so ein bisschen diesen Spielertyp Tom Bischof. Ja, finde ich ein bisschen schade, dass der Nagelsmann den nicht mitgenommen hat. Ähm, Der hätten Pavlovic auf jeden Fall in den Schatten gestellt. Ja, der war in 'ner überragenden Form zum Ende der Saison bei uns. Ähm, 'N bisschen schade, hätte, glaube ich, perfekt gepasst zur Mecha, ja, weil er genau das Gegenteil ist, technisch, ballsicher, ja. Bisschen schade. Ich glaube, hätte der deutschen Nationalmannschaft noch mal 'n bisschen 'n Faktor geben können, aber gut. It is what it is. Ansonsten zu dem Spiel noch zu sagen, man hätte auch einfach mal die Eier haben können als Nagelsmann und, mal sagen können: „Jo, Josua, du bist einfach maßlos überfordert gegen Diamonde. Ich nehme dich einfach raus, stelle 'n Brown dahin, so wie es 5 Minuten war, und bring auf der linken Seite den David Raum rein, wa? Und hättest 'n Kimmich mal rausgenommen. Oder meinetwegen hättest du ihn in die Zentrale gestellt, dann hätte er 'n Pin gekriegt, dann hätten wir ihn vielleicht 'n bisschen gesehen. Hättest 'n Pavlo rausgenommen, das war eh unterirdisch. Also, ja, die Eier hätte man vielleicht auch mal haben können als Bundestrainer, hat man leider nicht. Ist 'n bisschen schade. Er macht aktuell halt die No-Brainer-Wechsel dann so mit der 60. mit 'm Undav, mit 'm Amiri und jetzt mit 'm Leveling. Ja, ist jetzt aber auch nichts, was außergewöhnlich ist. Hättest du auch schon zur Halbzeit machen können, ne? Ich bin sehr gespannt aufs nächste Spiel. Ich meine, wir sind durch. Wir sind, je nachdem, wie das andere Spiel läuft, sind wir sogar schon als Gruppenerster durch. Aber du kannst nicht weiter einen Musiala, einen Leroy Sané und 'n Kai Havertz da durchziehen. Sorry. Nicht, wenn die Spieler, die reinkommen, so liefern, wie sie liefern, ja? Weil irgendwann, wird's dann auch schwierig, diese Spieler weiterhin bei Laune zu halten. Ich meine, gut, wir reden über Nationalmannschaft, man sieht, die sind trotzdem motiviert, ja. Ähm, aber über was reden wir bei Undav, dass er nicht in der Startelf steht? What the fuck is going on, Alter? Ja. Wie gesagt, schwieriges Spiel, interessantes Spiel, fand ich. Hm, im Großen und Ganzen war es auf Augenhöhe, würde ich sagen. Im Großen und Ganzen haben wir die besseren Auswechselspieler gehabt, ja, und haben das Momentum auf unsere Seite bekommen. Und ja, wir konnten länger dagegenhalten, ja. Wenn ich mir so 'n Brown angucke, der 90 Minuten Gas hat, man hat gesehen, der hat auch schon mit Krämpfen zu kämpfen gehabt und mit 'm gegnerischen Trainer, hat aber trotzdem 90 Minuten durchgeknallt, durchgezogen, ja. Genauso 'n Mecher, überragend, ja, 90 Minuten Vollgas, ja. Jonathan Tah, 90 Minuten Vollgas. Ähm, Das war vielleicht 'n Faktor heute, ne? Es bleibt interessant auf jeden Fall. Wie gesagt, wir sind auf jeden Fall qualifiziert. Ähm, Meiner Meinung nach, ich wiederhole es gerne noch mal, musst du jetzt wirklich Dennis Undav und auch 'n Leveling die Chance geben. Ey, vielleicht sogar müssen wir über 'n Amiri reden oder vielleicht musst du darüber reden, Kimmich von der Außenverteidigerposition wegzunehmen, in die Mitte zu schieben, Pavlovic rauszunehmen, 'n Brown auf die rechte Seite zu stellen und 'n David Raum auf die linke Seite. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich der beste Zug, ja, weil ich glaube, in der K.O.-Phase wirst du nicht gegen Mannschaften spielen, die keine schnellen Außenspieler haben. Das ist im heutigen Weltfußball
gang und gäbe. Und wenn wir uns gesehen haben, wie hilflos heute ein Joshua Kimmich war als Außenverteidiger gegen so einen schnellen Spieler. Und das ist ein schneller Spieler, der noch nicht mal Qualität hat. Ja. Also versteht mich nicht falsch, der hat Qualität, aber natürlich nicht die Qualität eines, keine Ahnung, Olise, Bakola, Dembele, Doué, die auf die deutsche Nationalmannschaft vielleicht zukommen. Und da habe ich nur die französischen jetzt aufgezählt. Ja. Also, boah. Ja, vielleicht wäre das der schlauste Zug, den er machen kann. Wird natürlich nicht passieren. Ne? Wird nicht passieren. Wir werden auch sehr wahrscheinlich nächste Aufstellung wieder Musiala und Wirtz da rumdümpeln sehen. Ich bin gespannt, ob wir weiterhin Leroy Sané da rumdümpeln sehen werden in der Startelf. Eigentlich kannst du jetzt einen Undav nicht in die Startelf stellen. Ne? Aber ich traue Nagelsmann das trotzdem zu. Ja, und damit am Ende, ja, ich kenne es, wie beim FC Bayern, sehr kritisch, ja. Wir haben 2 Siege, wir sind durch, alles ist fein. Aber wir haben natürlich Ansprüche als Deutschland, die darüber hinausreichen, ins Achtelfinale oder Viertelfinale zu kommen, ja. Und wenn man dahin schaut, dann muss man langsam sagen, es wird Zeit, Cojones zu zeigen, ja. Und nicht die Spieler da durchzuziehen, die's, ja, wir sind nicht in irgendeinem Freundschaftsspiel, wir sind nicht in irgendwelchen Quali-Spielen, wir sind in einem Turnier, wir sind noch in der Gruppenphase. Aber spätestens jetzt hat dieses Spiel gezeigt, dass gewisse Spieler einfach nicht gut genug sind. Ja, und keine gute Form haben und die Form auch nicht finden, indem man sie jedes Spiel wieder aufstellt. Ja. So, nochmal, wenn die Spieler nicht so liefern würden, die eingewechselt werden, alles gut, dann führen wir die Diskussion nicht. Aber sie liefern. Und dann muss man diese Diskussion führen. Dann stellst du sie im nächsten Spiel in die Startelf und wenn sie dann nicht liefern, dann können wir gerne wieder die Diskussion andersrum führen. Ja? Wenn diese Spieler aber liefern, dann liefern die. Und dann haben sie es auch verdient zu spielen. In diesem Sinne, Leute, schwarz-rot-goldene Grüße. Ja? Drücken die Daumen. Bin gespannt, wie weit es geht. Nächstes Spiel. Wir schauen mal, wer in die Startelf rutscht. Tschüssikowski.